Guten Morgen, Tien alle. Ik heet je hier hartelijk welkom te wiedergaan in onze serie in Matthäus. En dus jullie weten, veel zondag kunnen we maar halfdag met deze boodschap van Matthäus 9, vers 9 tot 13. Von der uns selber noch in denselben Tags, bloß nicht, wo wir wieder te lang den Tag soll sein. So, wenn ihr in der Bibel da haben, wenn wir uns den Tags von der noch einmal überlesen, dann wird wir Verse noch haben. Und dann wollen wir das immer noch mitnehmen, dort wird wir, wo wir Verse noch nicht bekommen. So, Matthäus 9, Vers 9. Als hij van door wieder ging, zag hij einen Mann in der Tagsgleich der Boot zaten. Da heet Matthäus. Jezus zei te hem, kom volg mij. En hij stond op en volgde hem. En als Jezus im huis aan daar zat, kwamen veel Tagsgleich en Sünder en zaten zich bij Jezus in zijn jenge doel. En als de Pharisäer dat zagen, zeiden zij te Jezus zijn jünger, waarom at jullie meester met de Tagsgleich en Sünder top? Als Jezus dat hielt, zei hij, de gezonde brücken den Doktor nicht. Den brücken mo de Kranke. Gut leert wat dit meint. Ik wil nicht jene Opfer. Aber dat je Mitleid bewiesen. Ik zie nicht gekommen, de Gerechte anzuladen über die Sünder. Dat die sich abmerken. Wir beten. Laat Gerechte Vater, wir kommen für die. En ganz besonders ich, Matthäus stehen, wo knapp einer den Wort verstehen kann, wo soll einer durchstehen über Mord, wo wenig einer mit einem seine Kraft dort begreifen kann, was von den Helden Jesus kommt. Aber wenn es dir dort bei ist, wer den Helden Jesus uitgeiten hat, bete ich, dass die Kraft in diesem Moment muss, die Kraft in den Jesus geben, den Wort so für den Tag zu bringen, als die das was für den Tag gebracht haben. Und dass die auch die Taucher muss das hart aufmerken, offene Ohren geben, zu begreifen, wenn das durch einen sehr schwachen Anfall kommt, deiner Kampf, dass dort nicht noch ein Hindernis sein. Aber dass den Jesus muss mit viel Kraft wirken. Das ist die einzige Hoffnung, was wir haben, und das ist das einzige, wo wir nur beten. In Jesus' Namen. Amen. So, Verse noch haben wir uns all 2 Punkte besehen von diesen Tags. Und der erste Punkt wird, warum kämpfen Sünder? Warum kämpfen Sünder nicht Jesus? Und der nächste Punkt wird, der zweite Punkt wird, warum kämpfen die Pharisäer nicht? Was wir in Matthäus, dass der bloß einfach abstand in Fall Jesus nur. Das haben wir uns klar gesehen. Wer wirkt das? Wenn es keiner will sich abmerken, in Jesus nur fallen, wenn es Jesus selbst sagt, das keiner kämpft nicht mehr, wie der Fuhrer trägt. So der Punkt, der haben wir alle besehen. Warum denn die Pharisäer nicht? Und wir können das nicht, wir können nicht raum. Und das ist gerade, wo wir sehen, dass du als, dass je even Streiterien man kijken. Wo kan we dat oppassen? Dat God sovereign is, dat hij roept wem hij wil. En dat keiner kan komen, wenn Gott am nicht tragt, een dag, als de wahre Spansier sind da verantwortlich. Wo kan we God seine Sovereignty en Mensch seine Verantwortung toepassen? Wie kann ich euch toepassen? Dat ist uns recht deutlich. Und das kriegt wohl Paulus in Römer 11 einfach ein bisschen uitroept. Wel aanmählich ist das Gott seine Wege zu begreifen. Und wir machen Gott und Gott sein. Und wir haben den Punkt angetast, aber den dritten und den vierten Punkt haben wir nicht. Den haben wir nicht angetast. Wenn es ein dritter Punkt ist, was passiert mit denen, die kommen? Wenn Jesus rufen hat, und der würde dann kommen, was passiert mit denen? Das ist, was wir von dir wollen antasten.
En dan je laat, weil wir nach den vierten Punkt antasten, wat wir die Pharisäer ein Ratsa Trouble? Warum kommt die nicht? Wat wir da ein Ratsa Trouble? Und so, wenn wir hier mal checken dann, was passiert mit dir, der du kommst? Weil wir machen dann erstmal checken, im welchen Zustand wären die. Was wären die Eier, die kommen? In Jesaja 53, Vers 6, du sei wir dort. Wo wir ans Zustand. Und was merkt dort, dass ans Zustand sich ändern wird. Hier wollen wir anfangen zu gucken, was passiert. Und das wird uns die Antwort geben, warum kommt Matthäus? Denn die Frau hat wir all zum Teil beantwortet, viermal, und weil wir von ja noch klarer beantworten. Jesaja 53, Vers 6, die sagt es dit. Wie wir alle am Erweich so schub, der jeder seinen einen Weg geht. So hier der Schreiber ans vergangenen Zustand erstmal erwähnt. Der hat uns das erstmal denken halten. Kriegt das Paulus da dort noch wieder, der in der Pfizer war, wie noch nennt je. Der hat uns das denken halten. Guck mal, das ist, wer je wir. Je wir auf den einen Weg. Je wir am Erweich. Je wir am verbesserten Weg. Je gehen den einen Weg. En een ander weer, je weer naar Weg naar Hal. Maar dan, en dit is wat ik gestern van broeder Francisco zo zei, gleich wat hij zegt, dit wordt ober in de Bibel moet we beobachten. Dat is einmal de red van gewisse dingen en dan dat ober red nu een zes wordt. Dit is je leer ober God. Dat is zoveel in de Bibel, ik leef veel veel als we veel morgen doen. De Bibel helpt ons denken aan onze toestand, zoals wir over God. En dat krijgt wat de schrijver hier in Jesaja 53 zegt. Over de Herr, de leert al ons eierreich zijn op aan. Wie wir am Erweich, so wenn du am Erweich bist, fängst du die Trach. Menschen, die haben das als sehr verdreht. Die haben das so gedreht, dass das von dem Mensch haben Gott gesagt, oder von die haben eine Erfahrung gesagt, oder von die sich haben gesagt, trag die Finger. Aber wenn du am Erweich bist, dann fängst du die nicht trag, fängst du besser am Erweich. Und danach, und du bist nicht besser am Erweich, fängst du ein Victim bist. Du wirst du sein. Die best op den Erweich, wenn's das wo die gleichste sein, das wo die hart voll von ist. Das wo dann die Lehre von Total Depravity so biblisch ist, und was biblisch ist, das stammt einfach kreig, wo das wörtlich ist. Die Bibel, die denkt sich nicht eine Lehre ut, um dort eine geschickte Geschichte zu tun, die sagt uns unseren Zustand, dass das wörtlich ist. So, die sagt, wir sind auf dem Erweich, so schub, die jeder seinen einen Weg gehen. Und in anderen Übersetzungen, auch auf Unterstehen in der Schrift, die keinen Lehrer haben, die haben keinen Hort, die haben keinen Wegweiser. Wenn du am Erweich bist, du hast keinen Wegweiser, du hast keine Tegens, nur was die rechnen kannst, zum die Trachfäng, frage ich die, wirst du die Trachfäng? Nee, die wirst nicht. Na, hier ist noch die deutsche Frau. Wenn du nicht das Verlangen hast, die Tracht zu fangen, wirst du die Wellen trachten. Für alle Freewillers, die wollen glauben, mit ihren einen Wellen, mit ihren einen freien Wellen, haben gewollt, Gott zu sehen. Weil wir uns das fragen. Wenn du am Erweich bist, du bist verbessert, du hast keinen Wegweiser, und dann noch das nächste Ding ist, den hat als jen die Wahrheit, den hat als jen Gott, und du hast nicht mal ein Verlangen. Und Gott darf dir aber danach den freien will, was du die weißt. Ich denke, das ist R.C. Sproul sagt. Die freie Will, die laat an dir von bloß frei wohnen sind, wie uns wählen will. Wenn der Mensch dass der geändert ist, dass Gott den dort Steinen hat Fried gereden,
einen Fleisch nicht hat gegeben, dass Gott sein Jes in den Mensch arbeitet, dann will der nicht. Und wenn Gott die in den Zustand lässt, und gibt die den freien Will, dann frage ich die bloß, was für einen Sinn willst du die dann? Aber das eine kann ich dir sagen, du mit den freien Will hast die Nervus Gott gewählt. Du hast die Nervus der Erdung gewählt. Wenn du ein Tag sind in die Entscheidung, dass die wissen, dass die Angst und Bang wird über die sind, dass das nicht sind, was die uitgerabelt, was die ein Tag wissen und die wirken. Das passiert von Büter die. Das kommt von selbst aus von die. Und das habe ich also fertig gesehen in das Evangelium. Das ist Gott, was das wirkt. Und da, was er das wirken will. Petrus, der sagt das auch. Was da passiert. Der redet auch von unseren vergangenen Zustand. 1. Petrus 2, Vers 24. Kein Evangelist kann jemals das Evangelium predigen, wenn er nicht erst den Zustand von dem Mensch durchstellt, wenn er nicht erst, dass du ganz klar merken, dass ein Wort von der Not ein Mensch ist. Und dass du klar merken, dass, wo geht das hin, wenn die tachgeloten wurden, die wurden nicht geändert. Die blieben bloß ab den Weg, so sie geboren sind. Die sind in Sünden geboren. Die haben dann auch eine unbetuhlbare Samen für Gott als Schuld. Die geht nicht zu betulen. Wenn wir nicht den Leo durchstellen, und wird von der Leo wie sind, vor dem, dass Gott uns geraten hat, dann können wir nervös begreifen, was das Evangelium ist. Was der Gute Nurech ist. Und Petrus, der stellt uns das Denken halten, die auch wahre Hand. 1. Petrus 2, Vers 25. Weil er sagt, kriegt es das. Weil je Erden als verbiesterte Schub, aber je haben die nicht abgemerkt, für den Hort, der über jene Säulen wirkt. Die wären ab dem verbiesterten Weg. Und dann sagt er, aber nie habt ihr ihn abgemerkt. Nein, den Kontext muss wir auch in Petrus den Brief nehmen. Aber wir das verstehen können, der Petrus das auch sehr klar hat, woran ein Mensch sich abmerkt. Römer 5, der gibt uns die Antwort dazu. Römer 5, Vers 6. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zur rechten Zeit. Wir wären haltlos, wir können uns selbst nicht halten, aber über den, wo wir haltlos sind, dann starb Christus für uns Gottlose zur rechten Zeit. Wir wollen mit Gott versöhnt, wenn wir noch nicht in der Versöhnung sehen. Wir wollen gehalten, wenn wir uns noch nicht halten können. Und lass mich Ihnen das zwei sagen. Du das all wer verholen, dass wir nicht gestruft worden, wenn wir uns der Struf verdient haben. Du hast Paulus sehr klar mit. Und du in Römer 4, Vers 8, du jetzt wieder mit das. Erstens in Vers 6, du sagst, dass wir haltlos sind. Muss uns das ändern. Was meint das haltlos sein? Dann können wir uns nicht halten. Dann sind wir powerless. Like, wenn es nicht von uns abhängig wird, wir sollen mal einstoppen nur an Gott nehmen, dann wird er uns halten. Wir wären powerless, wir wären haltlos. Haltlos, sei mir mal, wer von Ihnen hat mal eine haltlose Person gesehen? Ich rede von einer haltlosen Person, einfach haltlos. Der haltlose Person, der wird gedreht im Bad. Sie kann sich selbst nicht drehen. Der wird du im Bad besorgt. Der wird abgereicht. Der nach sein, dass der noch kann, der noch Eten geben. Aber wenn wir noch ein Thema hier drüber gehen. Haltlos, so haltlos als es werden kann, die was in der Therapie intensiver. Die schluckst nicht mal. Das macht noch die Maschine für die dann.
Wir reden von haltlos. Der Termin wird hier gebraucht. Du wirst haltlos. Die können nicht anfangen. Das war haltlos wie wir. Aber so haltlos ist die wirst, dann durch Gott. Dann starb Jesus all für die. Vers 8 sagt, aber Gott weiß an seine Leib durch an, dass Christus von starb, als wie nach Sünder wird. Also du kommst nicht erst deine Sinn bekannt. Du kommst nicht erst deine Sinn bekannt. Und dann starb Christus für dich. No, das sage ich hier. Aber Gott weiß an seine Leib, dass Christus von starb, als wie nach Sünder wird. Du wirst noch ein Sünder. Dann starb Christus für dich. Er hat in die 10. Vers. Nu laat dit mal ansehen. Als wie nach Gott seine Feind wird, wird wie durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Als wie nach seine Feind wird. Wie wir nicht all Frieden mit Gott. Und dann können wir uns sein, dass wir uns mit Gott versöhnen können. Das ist nicht der Zustand, in dem was wir wird. No, wie wir gehasst über Gott, feindlich, und euren uns über arm. Dann versöhnt Gott uns mit sich selbst durch seinen Sohn Jesus Christus. Und nu, dass wir gerat sind. Nu sagt er, nu, wenn du das erst getan hast, wir können noch klarer sein als das. Und nu, dass wir gerat sind, wie viel sicherer können wir uns der Erfahrung sein, weil es heute in uns lebt. Das, was passiert, für die, was Jesus nur fallen. Aber weißt du was, dann fängt das an, einen Rat zu geben. Die falls Gott Jesus nur die das erst passiert ist. So, die Frage, die ich höre, ist, was passiert mit dem, was Jesus nur fallen? Weißt du was, die Frage, die ich soll nicht rechtstellen. Wann sind die, was Jesus nur fallen, bitte die, was die Erfahrung belebt haben? Und dann wollen wir dann kicken. Warum folgt Matthäus Jesus nur? Wir, Matthäus, all Gott sein Freund. Und lügt bis noch nicht in Rara, und als der endlich einmal mal vorbeikommt, dann wird er ab, und dann folgt er den nur, den, wo er all so lange nicht gelehrt hat. Als das, was wir finden in der Bibel. Wel, dan wordt Paulus zien 3 Vers hier in Römer 5 Monaten ändern. Wanneer dat de case wird. En we weten nog dat dat niet is. Matthäus kann sich selbst nicht halten. Er hat selbst nicht die Kraft, in die Bahn zu kommen. Er wird gerat, als er noch ein Sünder wird, als er noch ein Tagsklagter wird, als er noch verfall seine Hände in den Dich hat. Und er wird geraubt, dass er nach Gott sein Feind wird. Aber all das ändert, wenn Gott am ihr schraubt, wenn Jesus am ihr schraubt, nu kommt. All das ändert. Und das ändert plötzlich. Das ist ein Eberswitchen. Und das kriegt, was Jesus meint. Wenn du wer nicht noch einmal geboren wird, konnte das Recht Gottes nicht sein. Denn das Recht Gottes sein sind all diese Dinge, die damit ankommen. Wenn du schon von Gott sein Recht zu sein, da wirst du die auch sein. Da wirst du sein, was von Sünder die bist. Da wirst du auf einmal sein, oh mein, in was von Drang seid ich. Das ist, was passiert, wenn uns die Ölen aufgehen. Ich glaube, dass Charles Spurgeon mal ein Beispiel gegeben. Der braucht ein Schwein und der braucht ein Mensch. In der Bibel das auch. Aber ein Schwein, der fragt Dinge, die wir nicht mal recken wollen. Der hat keinen Trouble mehr. Der sind Schwein sind in der Tür, bohrt das nicht. Der wackelt sich in Mord an, die kostet nach Boden, aber das kann sich 2 drehen Mord an gehen, das fällt sich klicken fern. Aus Gebot, vielleicht fällt sich besser in Mord als Gebot. Und weil wir sagen, wir haben hier
2 Sorten eten. Wir haben das beste Eten, was wir in unserer Umgegend finden können. Das haben wir ganz früh stehen, oder zu trinken essen, oder zu sein essen, oder uns wird das alle jankrig lassen. Und dann bezieht haben wir noch einen armen Trank. Und wenn wir das Schwein loslassen, wo wird das hinran? Wird das nicht das beste Eten, was du isst, oder wird das gleich nicht den armen Trank, und das wird du schlürpsen und down. Da wird du kein Trouble mit haben. Er wird sich nicht schämen. Wenn du dann wer die Macht hat, das Schwein in eine nie verändern zu einer Person, dass die nie eine menschliche Natur hat, was wird das dann? So eine Frau aus der menschlichen Natur wird in das Schwein sein, der wird seinen Kopf treten, aus dem armen Trank raus. Und da wird sich schämen, dass du Bände warst das. Und vielleicht alles bringen, was das Jutz durchgeschluckt hat. So ein Ekel würde ich da immer haben. Aber was glaube ich passiert in unserer wahren Geburt? Kriegt das. Und die Menschen gleichen das nicht, dass die wahre Geburt denen zwar wird vergleicht. Aber das ist, was da passiert. Wenn wir wahre geboren wurden und Gott dort wahre Geburt in uns wirken dat, da wir nicht, dass wir eine Entscheidung nehmen, wo wir auf einmal einen Tag wahre geboren wurden. Kriegst du Gott, dass wir nicht eine Entscheidung nehmen, dass wir wollen geboren wurden, nehmen wir auch nicht eine Entscheidung, Gott, dass wir wollen wahre geboren sein. Das ist Gott, was dort wirken dat, und so froh ist dort passiert. Dann ja, wenn wir wahre geboren sind, dann tag je jeden Kopf uit den armen Drang raus. Und das ist noch schon. Wenn wir dann anfangen zu kicken, oh my goodness, wo sie ich bloß was. Das ist, was passiert mit denen, was Jesus nur fallen. Wenn sie sein dort, wer sie sind. Sie sein dort, wer sie sind. Und sie sein dort auf einmal, ich habe keine Hoffnung, dass ich irgendwas Gutes kann abweisen. Ich habe bloß eine einzige Hoffnung, das ist Jesus. Das, was er getan hat. Und wenn es dort die einzige Hoffnung ist, vergeht ich von all meinen eigenen Gerechtigkeit, und da wollen wir Luther noch mit dabei angehen. Aber ich vergeht von all meinen eigenen Gerechtigkeit, wenn ich habe eine einzige Hoffnung, dort ist der Gerechte. Wenn es nicht auf einmal hast, kann ich das sein, wo er gerecht ich sehe. Habe ich mal immer gedacht, dass die einzigen Menschen, die ihre Gerechtigkeit machen, das sind die Gerade. Ein verlorener Mensch weiß euch, dass der verloren ist. Das ist okay. Das kriegst du so Schwein in den Trank haben. Der weiß euch, dass er Trank ist. Das ist okay. Ein Fisch weiß das nicht, dass der Not ist. Aber die den schon Wutter nimmst. Dort ist, was passiert. Wenn ein Mensch wahrer geboren wird, dann sieht er auf einmal, wer er ist. Und das kriegt, worum dort verstritten, dort ein Mensch so schlecht ist, als die Bibel sagt, dass sich du über euren, und danach, dass sie drehen, einer Rand, der bis einmal rauf. Das ist bloß ein Beweis, wie lange nicht sie gerat sind. Wie blind sie noch sind. Das ist bloß ein Beweis. Und wir dürfen uns so gut aber abreden, wenn Menschen sich euren, wenn die Wahrheit wird für einen Tag gebracht. Das passiert immer. Das ist normal. Und viele Tausende, Millionen Menschen haben ihr Leben abgegeben, bloß wegen sie sind für die Wahrheit eingestanden. Und für was wird das für eine Wahrheit, was sie anstehen? Sie stehen an, für was, wer Gott ist, aber sie stehen auch an, für was die Bibel sagt, was der Mensch ist. Der Mensch will immer Gott euer sein. Du willst auch noch ein kleines bisschen dabei ändern. Aber, dass wir das sein können, was passiert mit einer Person, wenn du Jesus nur folgen, der hat auch später gesagt, das wurde Paulus, das kriegt es dort. Er sagt, nee, dass die anderen haben er hat später gesagt, dass ihn gefangen haben, Galater 4. Wer? Gott, ihn gefangen haben. Dreht du den Zweig, dann bist du uns mal wiesen, ja, ich würde, weil ich tauschen, dass die Gott gefangen haben, aber no. Er hat ihnen den gesagt, no, aber no, besser gesagt, Gott hat ihn gefangen.
Gott hat sich ihn abgesagt. Da fallen Jesus nur. Und was passiert, wenn wir Jesus nur fallen down, ist, er hat Leben. Vielmals, was vielmals die Versen gebraucht in Johannes, heißt die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Oh, du willst alle Morgen von reden. Aber weißt du, was das meint? Wenn das sagt, heißt die Wahrheit, heißt die Wahrheit in das Leben. Menschen, die fern und verstritten, und die stritten durch je, und die glauben nicht, dass sie so schlecht sind, dass sie sind, die glauben nicht, dass sie so tot sind, dass die Schrift sagt, was sie sind. Die brauchen die Falsche, aber Jesus ist die Wahrheit in das Leben. Nou, hat je al Leben? Hat je al Leben, als Jesus nur fallen deuten? Hat je al die Wahrheit? Als Jesus nur fallen deuten? Nee, je hat nicht. Wie kom ihr schon mit dem Leben? Wann? Wie fallen Jesus ihr schon nur wann? Wir sind im Leben gebracht. Und das ist, was Paulus, der Pfeiser denken halten hat. Der halb in denken, kiek die mal, wo je wir. In der Pfeiser ein, du halb in das denken, und du sprach in Motto, und du halb in das denken, was das für eine Kraft gewesen ist, was das für eine Kraft ist, was du in ein Werk, das sie glauben. Und er sprach, die Kraft, den soll gemacht haben, oder eine größere Macht haben, als was wir sein, was du was teuer sprichst, was Gott braucht, um das ganze Universum zu machen. Um die zum Leben bringen, der Paulus, du eine höhere Kraft zu sprechen, als was wir actually finden in das ewige Part von dem ganzen Universum. Das ist die Kraft, was Gott in die wirken hat, was die glauben das. Aber danach halt er entdecken, guck mal, den feinen Zustand, den vergangenen Zustand, der wird euch stark genug, der wird euch lebendig genug, dort je, du würden haben können, was zu tun. Den vergangenen Zustand, der ist in Epheser 2, Vers 1 beschrieben. Je wir in jene Sünden jährlich dort, now, diese Übersetzung, die hat ich gebetet. Wenn ich das stimmt nicht, das ist der Original, sag ich. Lass mich den mal auf Englisch lesen. And you were dead in your transgressions in sin. Die wörtliche Übersetzung, der redet nicht von schlepprig. Der redet nicht von dass die vielleicht ein bisschen verjetzt werden. Der redet nicht mal, dass die vielleicht ein bisschen entduntig werden. No, die wörtliche griechische Übersetzung, der redet von Tod. Und das ist das erste Wort, was du gebraucht wird. Das Wort Nekros, das ist einfach so, like, Paulus hat uns das all in Römer 5 gesagt, wir sind haltlos. Like, wir können uns selbst nicht halten. Und wir haben mit tun, nee, kijk, was das meint haltlos sein, wörtlich. Unbewegbar. Und hier sagen wir dort, der Mensch wird tot, als er noch so lebt, als diese Welt dort verlangt. Nou, eins ist striden am Fuß zu je. Nu, weil der Fuß haben, Fleischel ja sein, soll das sein merken. Weil laut dem Fleischel nicht sein, dann muss niemand stützt sich tüß. Aber wir schon mal mit jässlich denken. Was kann ein Mensch tun, wenn er tot ist? Was kann er tun? Das ist, was die Frau ist. Weil er kann nichts tun. Und doch kann er was tun. Die Korruption von einem toten Körper, die bleibt nicht still liegen. Die kämpft für einen Tag. Die kann stinken. Die kann alles Eingenehmste alle für einen Tag bringen. Das ist alles, was die kann. Und das, was das ist, das, was Tod ein Mensch ist, wenn er noch so leben hat, als die Welt das verlangt. Oder, wie würde man sagen, dass uns eigenes Fleisch das verlangt.
so dass uns das selbst schon geht, euer wie eine neue Natur gekriegt haben. Ich sage, in der unsichtbaren Macht, die über diese Welt herrscht und ihr tun wir, den Geist, der in dieser in der Werk, der Gott nicht gehorchen. Das wird ein Zustand wird. Je werden tot. Und je gehorchen Gott nicht. Und dann sagt er, hier in 2 Versen geredet von je. Maar dan dreht sich voetsne am zelfs ook. En dan sagt wir lebten zu einer Zeit ook alle, so als ons Fleisch dort verlangt. En woto onze Last ons drijft, en wir von der Tür uit kennen und ihr Gott zien euer, so als alle andere. En wir haben das in Römer gesagt, du hast keiner. Psalm 14, du hast keiner, der gerecht ist. Nicht Juden und nicht Griechen. Und nu habe ich hier weiter das Wort Ober. Ober Gott ist so recht und genug. Und er ist uns so gut in seine Leib. Dort er uns mit Christus tot war zum Leben brach, wann wir auch tot in unser Sinn wären. Durch Genug war je säulig. Das ist was da passiert. Wenn wir Jesus nur folgen. Irre. Wir folgen Jesus nur, weil es uns das passiert. Gott hat uns mit Christus Jesus Taub abgewagt und mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben, dass in der zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus bewiesen können, wo vertraglich recht und genug ist und wo sehr gut uns ist. Hat hier irgendwas gemerkt, wovon Port wir nicht haben getan zu unserer Erfahrung? Hat je irgendwo was abgekatscht, wovon Port die das ist? Ich kann noch nicht. Am der Arminianer zufrieden stellen, am einen besseren Namen bei dort haben, da wurde er vielleicht auf Herzen können sehen. Wo fing ich dann nach Wort, wo ich den Mensch da mal mit ihr zu sprechen? Dass da hat sie eine glückliche Entscheidung genommen, dass da das getan hat. Aber je mehr ich in der Bibel forschen da, fing ich immer weniger, dass der Mensch, was seine Erfahrung getan hat, wieder seine Sinn, wieder der Tod, wieder das Gestank, wieder all das Eingereichte, wovon er muss geraten sein, dort hat der Mensch alle getan. Aber wo ich von reden da, erst wenn ich sehe da in der Schrift, wo kann ich dann bloß noch mal was finden, dass der Mensch dann nicht mal hat, was getan zu seiner Erfahrung. Und immer fing ich, dass das was über Gott. Da wird sich einig, da will sich das tun. Und der das auch. Dann sagt er, die sind durch Gott seine Genug gerat, wenn sie glauben. Dort ist nicht durch ihre Worte. Dort ist ein Geschenk von Gott. Hast du mal über gedacht, von wovon Geschenk redet er hier? Und sie sagen, der Erfahrung, das ist ein Geschenk von Gott. Yes, das ist eine Erfahrung. Dort ist der Erfahrung, das ist ein Geschenk von Gott. Aber er hat gerührt den Glauben erwähnt. Dort ist durch Glauben, sagt dort. Dort ist nicht durch ihre Worte. Dort ist ein Geschenk von Gott. Habe ich mal gefragt, worum glaube ich? Worum glaube ich? Weil ich wann war die einig, dass jemand glauben will. Wo kommt das in den Verstand an? Okay, warum mal den Menschen auch mal am höheren Staub sagen? Warum mal sein, dass der nicht mal irgendwo einfach bei dieser weise Entscheidung mal gemerkt? Warum mal sein, dass wir nicht irgendwo Gutes in den Menschen finden, dass der einfach bis mal geglaubt hat? Kann irgendwer besagen, wenn jemand selbst nur denken dann. Die werden dort in den Sinn, gehasst gegen Gott, können ihn selbst nicht halten. In den Zustand wie je. Und sie würden sagen, oh no, ich will nicht ganz so euch in so einen Zustand, weil ich leider am besten noch mehr blind.
Wenn die Menschen, die du haben, die Sonne gekriegt, wo du haben das Licht gekriegt von Gott, wo du gesehen haben, wer Gott, als die sagt, wird tot in der Sünde. Da hast du kein Trouble mit, wo die Schrift sagt, von wann ein Mensch, wer der Mensch ist. Wovon der all die, was du gesehen haben, was in vergangenen Zustand wirklich wird. Was merkt ihr denken, dass die einen Tag glauben haben? Wenn wir wirklich honest würden sein, wo wir uns abrechtig, was braucht ihr dazu, dass die bis mal glauben, Jesus ist für ihn gestorben? Paulus sagt, das ist ein Geschenk von Gott. Aber die wahre spanische Schriftvertreter, die sagen, dass die Rettung ist ein Geschenk von Gott. Aber glauben macht wie? Sie, der Trouble ist bloß, wenn dort davon abhängig wird, wie man nicht glauben, und dann wird Gott uns die Rettung schenken, dann hat je in Gott einen Schach gemerkt. Dann hat Gott eine Condition gefordert von jemand, und dann wird er ihn durchbraten. Worum fingen wir das dann aber, dass Jesus starb für uns, dass wir haltlos wären, der für sein uns mit Gott, dass wir noch fien wären, dass er uns wie noch nicht geraten wird. Er hat uns, dass wir noch nicht geraten werden. Und wo wir das sein können, dass den Glauben ist ein Geschenk von Gott. Der Rettung ist ein Geschenk von Gott, über auch den Glauben. Das sei wie du, wo Petrus das Bekenntnis gab, wer Christus ist. Und was sagt Jesus abbesteht zu Petrus? Das hat Fleisch und Blut, die nicht hier oben Bord. Was will es damit sein? Fleisch und Blut, hat die das nicht hier oben Bord. Übersetzungen sagen, Menschen haben die, das hast du nicht von Menschen. Aber was du davon reden, das ist, der Source, von wo das herkommt, dass die glauben, das kommt nicht von ab ihr, das kommt nicht von die Salz, kommt auch nicht von einer einzigen Kraft. Jesus sagt nur, das hat mein himmlischer Vater, die hier oben Bord. So klar ist Wutter. So, du kommst nicht hier, du glaubst. Du glaubst, Matthäus, der glaubt, like, wow, ich verlor alles, was ich hier tue, und sie war Jesus heran. Wow, das ist ein Glück an Matthäus, nicht, dass er so eine kluge Entscheidung genommen hat. Ist das was wieder sein? Der Kontext von der Bibel sagt, nee. Matthäus kriegt hier ein Geschenk, was am Salz nicht deutlich wird, wo größer wird. Wir kriegen eine Rettung für frei und sonst. Das ist ein Geschenk von Gott. Und uns ist es nicht mal deutlich, wo wertvoll er ist. Wenn es wie noch einmal, und das sieht Himmel sein, wo wir noch einmal in diesem gefallenen Körper, wo der begrenzt ist. In diesem gefallenen Körper leben, wo du noch einmal begrenzt ist, wo du noch kartend ist, wo du einen Verstand hast, wo du noch mal so ein kleines sein kann. Und doch, da wir Dinge, was uns selbst nicht mal deutlich sein, warum da wir das? Warum glaubt ich? Nu fange ich da an zu kicken. Und mir wird ein Titel, und ich fange das an mehr und mehr zu schätzen, was Christus für mich getan hat. So dann sagen wir dort, das ist ein Geschenk von Gott. Dort Matthäus abstand, und Fall Jesus nu, fängen wir in Philippa 2, Vers 13. So hat er geschrieben. Gott wirkt in jenen beides dat willen, ob das vorige mir uns am not gefällt. Nou, wie wird die Rat sein? Wir haben ein Geschenk von Gott, was uns selbst nicht deutlich ist, wofür wir das ist. Uns ist selbst nicht mal deutlich, was für eine große Summe das ist, wenn wir das würden mit Nummern sprechen. Das ist unutsprechlich. Das ist, was Paulus sagt. Das ist, was wir haben. Das ist, woran wir Jesus nur fallen tun. Wenn du das Wort, was uns trägt, was uns selbst nicht deutlich ist, was das bloß möglich. Und das, was Jesus meint, wenn heute Nikodemus sagt, der Wind bloß, wo der will, wir können nicht mal sein, von wo der herkommt. Aber wir sehen doch, was der Wind wirkt. Der bewegt Dinge. Das ist eine unsichtbare Kraft, würde wir mal sagen. Und wir tun Dinge, was uns selbst nicht deutlich ist, woran wir das tun. Woran, wenn du ein anderer, wer in uns wohnt, als wie Salz. Du hast ein anderer, wer eine Entscheidung nimmt für uns, als wie Salz, und du hast eine andere Kraft, die in uns wirken, das als unsere eine.
Er sagt, dort ist nicht geworden, so dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Das ist nicht geworden. Das ist nicht, wenn redet von geworden, das ist so, was wir in Sturm sind zu tun. Das ist geworden, aber das ist nicht unser Worten. Das ist Christus seine Worten, das ist Gott seine Worten. Aber hier redet von, ist das unsere Worten. Hier redet ein bisschen, das ist uns gedreht. So dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Now, ich will mir das werden zu sagen. Weil das sagt, dass du keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Das meint dann nicht, du hast keine Ursache, sich ganz zu loben. Das ist nicht, was hier meint. Das meint zero. Du hast keine Ursache, nicht eine bessere Ursache, uns selbst zu loben. Now, wenn das so wird, dass wir Matthäus das können aussprechen, der nimmt eine kluge Entscheidung. Und da fällt Jesus nur, das ist all, was einer loben kann. Yes. Wenn das Matthäus gewas wird, wird sich einig wird, Jesus nur zu folgen. Das kommt von Matthäus her, und den sie in einer freien Welt, dann hat Matthäus, was er loben kann, wo er kann mit pochen. Da hat er groß reden kann von sich selbst. Aber Paulus sagt, der redet uns zu gehen. Der sagt, nee, du hast keiner eine Ursache, sich selbst zu loben. Warum nicht? Wenn es der Haft nicht von uns dort selbst getan. Und doch sind wir gerät. Wo kommt das dann? Dann kommen wir wieder auf denselben Punkt zu stehen, dann der einzige Beweis in der Schrift. Dass die Radung von Gott kommt und von sich und von keinem Mensch sein klugen Handel, hast bloß Gott dafür zu loben. Wenn es da ist der einzige, wer das getan hat. Und dann, den dritten Punkt zu merken, im Alten Testament wird das also klar. Wo das herkommt, von wo das herkommt, dort ein Mensch auf einmal sich abmerkt. In Jeremia 31, wenn ihr was du blättern da. Jeremia 31. Du siehst Gott das all, was er wird tun, und du sagst uns das all, was die Ursache ist, dass ein Mensch wird Gott sieht. Dass der Wort nur folgen, dass der Wort zum Glauben kommt. Jeremia 31, du sagst dieses Stück. Der Herr sagt, hör einmal, die Zeit kommt, dass ich einen neuen Bund, wo mit dem Lied von Israel und Juda merken. Und wenn wir hier reden von Israel und Juda, hier können wir die Kirche nicht utloten, wenn Israel und Juda, dort wir sein Volk. Dort wir Gott sein Volk. Und ich will euch Ihnen bloß fragen, wems Volk ist die Kirche? Christus seine Kirche, Christus sein Körper. Wem seine ist dort? Wem sein Volk sind dort? Das ist Gott sein Volk. Und das ist Charakter, wem er reden wird. All die, was von Israel und von Juda glauben, ist sein Volk. Und und das, was Paulus auch noch meint, wenn er sagt, nicht all die, was von Abraham herstammen, waren zu Gott sein Volk geteilt. No, das sind die, was du versprechen werden, was du würden kommen. Die, was das versprechen würden kommen. So, wenn es hier redet von Juda, in Israel und Juda, das ist einfach korrekt, Christus sein Körper. Und er wird nie einen Bund mehr. Und was wird er dann tun? Er sagt, das wird nicht so sein, als der Bund wir, den ich mit ihren Eltern mög, als ich bei der Hand nehmen und in Ägypten rütleid. Wenn ich auch doch so wir, als ein Mann zu seiner Früh als Hülden, sei den Bund nicht, sagt der Herr. So, der erste Bund wir so, sie müssen Gott sein Gesetz bekannt machen. Sie müssen Gott sein Gesetz horchen. Und dann noch leben. Sie müssen das selbst studieren. Und dann sollen sie noch leben. Und eine Frau wie uns deuten sie. Jaft die Bibel ein Zeugnis, dass sie deuten? Nee, sie deuten nicht. Die Bibel jaft uns ein Zeugnis, dass sie groß einmal das Gehende deuten. Nicht mal Moses können das versprochene Land nennen, wenn es nicht mal da wie perfekt genug das. Der wird noch schließlich nennen können, kann den nennen wegen Genug. Nicht wegen sehr gut genug werden, aber wegen sie haben sie nicht Gott sein Gesetz geholt. Und es ist in das Land werden, kann das von Tag von aufgeht, dass dann noch einmal Titel was wird.
So dat is wat er is van een mens zelf zal. Dat wies ons, de oude Testament wies ons dat zo klaar, dat de mens is verloren in zijn toestand, en dat halt niks, want dat van een mens afhängig is, dat de mens zal. Wenn Gott weiß an, dat je kan, hier is dat. Falls dit je zat nu, en dan wil je erbij leven. Aber sie müssen alle sterben. Wenn sie wir nicht in Sturm dat te doen. Aber wat wir den Nierbund? Hij sagt, der Nierbund, der wird nicht so sein als der Ola-Bund. Wat wird du für ein Unterschied sein? Den 33. Vers sagt das, der Nierbund, den ich mit den Israeliten merken war, wann der Zeit erst kämpft, ist dieser. Ich war mein Gesetz in an Nen geben. Also hier ist nur was innerlich wirkt. Moses hat gesagt, dass wir auf Steintafeln geschrieben, wo sie sollen nur schaffen. Das wir vom Büten entfernen, sage ich nicht, dass die. Und Gott sagt, der Nierbund, der wird nicht so dort sein. Nur wird was anderes passieren. Der wird nicht vom Band schaffen. Ich war mein Gesetz in am Nen geben, in an dort ab hart schreiben. Und ich war Gott sein, und sie waren mein Volk sein. Hier sehen wir dort, was in der wahre Geburt passiert. Die wahre Geburt passiert vom Band, und die wahre Geburt passiert so, dass Gott sagt, ich war das. Du hast keiner in der verdrehte, wahre Spanische, falsche Lehrer, Schuldig direkt dat den zwei mat sein, aber schließlich wollen wir wollen die Wahrheit sein, dann mat wieder den zwei sein. Die wollen immer noch den Mensch seine Macht und Mang prommeln. Die drehen dort immer diesen zwei Himmel, das was Gott all gesagt hat, was er so hier will. Lasst die dort. Warum sind die Menschen so hängeron nu, den Menschen so eine schandliche Macht zu sprechen, als von den Menschen noch Gott wo wehren kann, was Gott sich ewig geteilt hat zu tun. Nur Gott sagt, dass ich war. Als du wer den Wort bringen kann. Das ist die Frau, die wir uns mal beantworten. No, er sagt, ich war mein Gesetz in am Nen geben und dort ab hart schreiben und ich war Gott sein. Er sagt nicht, ich will, wenn jeder besluten. No, er sagt, ich war. Und sie wollen mein Volk sein. Das ist ein definite article. Das meint, ich war das down. Das kann du, was mich keiner bringen. Und du wirst nicht ein jeder seinen Nuber und seinen Bruder belehren und sagen, du sollst den Herrn kennen. Weil dann wird ein jeder den Herrn kennen. Und wenn er redet ein jeder, dann redet in jedem ein von der Jahre. Wenn es dann wird ein jeder den Herrn kennen, ein jeder von Pflanzen wird geraten. Ich war an schon vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Das ist das ganze Radungswerk hier beschrieben, was Gott wird tun. Das ist die Ursache, woran Matthäus Abständen fällt Jesus nur. Das ist. Ich war den dort an Hort geschrieben. Und dann warte. Das ist woran. Das ist woran wir Jesus nur fallen. Und das ist, was passiert, wenn wir am nur fallen. Kann ich sagen, dass der Drama ein einziger Draht, ansonsten ist alles deutlich, warum fällt ich Jesus nur? Und ich falle ihm nur und ich änderte mich. Und ich herrlichte mich. Fleischliche Menschen wollen haben, ich soll das explainen, wo so ein Schof. Weil wenn Paulus das könnte explainen, dann würde er das explainen haben. Da würde dann so deutlich merken, wo das schafft. Wie für jeden Fragen, dass Gott ist unbegreiflich. Dass Gott seine Wege sind nicht zu begreifen. Das, was Paulus in Römer 11 sagt. Wo unmöglich ist das doch, Gott seine Wege zu begreifen, wo er schaffen wird. Du sollst Jesus nur fallen, aber du fallst dir nicht nur, wenn Gott dich nicht tragt. Wenn Gott dich nicht rat, Jesus wird dir raten, wenn er nur fällt. Aber die fällt nicht nur, wenn du nicht gerat bist. Wo fängt der Circle an? Der fängt bei Gott an.
Mir ist nicht deutlich, wo sie eine unsichtbare Kraft schaffen hat, aber ich weiß auch, dass die das. Ich weiß nicht, ich kann nicht kriegen, Jesus redet von dem Wind, wieso weiß ich von wo die herkommt. Aber die weiß, wo soll der Blätter werden an einem Baum, wann die kommt. Die weiß, der Wind nicht erst dort. Aber die kannst den Wind nicht sein. Die kannst vielleicht du dort sein, von wo von der Richtung der kommt, aber von wo kommt der nach. Die kannst du nicht explainen. Weil Jesus sagt, das kriegt jeder einer. Das kriegt, was man jeder einer aus wäre wahr geworden ist in Johannes 3. Das ist eine unsichtbare Kraft. Das ist nicht die Entscheidung, die weiß nicht, wo Gott schaffen wird. Die sind nicht alle, nicht die, aber die schafft. Die kannst du nicht verlieren. Die weiß dort, die ein Tag, die glaubst was. Die weiß dort. Genug zu den Punkt, zu den dritten Punkt. Wenn wir noch ans Kirchen besehen, was ist der Pharisäer ertrouble? Wenn wir dort auch alle wollten, dass wir uns selbst nicht raten können, dass wir selbst verloren sind, dass wir so verloren sind, als es waren können, dass wir dort in Sinn sind, wenn die Schrift dort auch alle sagt. Wahre spanische Menschen, die Gott noch nicht kann, die streben immer durch je. Die wollen dort nicht tun. Die wollen dort nicht tun, dass wir in so einem Zustand sind, als wir sind, oder wie gerade sind. Und das war Pelagius in gerade so Trouble wird. Wegen er kann Gott nicht. Und er sagt dort nicht, wo sündig, wo verloren er wird. Das worum er könnte, die Lehre von der Bibel, die biblische Lehre von Total Depravity, so sehr schlecht leiden können. Und er fährt mit Feiten hin durch je. Und das passiert auch irgendwo bei 300 Jahren nur Jesus in der Zeit. Und so viele Menschen, was von der ersten Tag haben die falsche Lehre eingegeben und die holen die von der ersten Tag noch. Die sprechen den Menschen immer besser aus, als die Bibel das. Die können auch nicht leiden, dass Gott so souverän ist, als der ist. Das legen sie nicht. Und das ja trainiert der Originalsinn durch allem Gott, wo Adam einfach ein Verlangen hatten, so zu sein als Gott. Sie wollen der Macher sein. Sie wollen, dort ist noch einmal nicht ausgeschult. Wir sind von Adam einfach ihre Nukum. Und der natürliche Verlangen ist noch immer, du kriegst es dort. Ein Verlangen zu haben, so zu sein als Gott. Ich will so mächtig sein. Und wenn du dann wieder uns contradicting that, oder wie gerat sind, und die sagen, dass wir sind nicht so als Gott, wir sind dort in den Sinn, wir sind sehr, sehr viel schlechter, als wir glauben, was wir sind, dann fährten sie durch je. Und das wird die Pharisäer deuten. Das ist der Trouble. Der größte Trouble wird glauben, sie werden selbst gerecht. Und sie können nicht verstehen, dass sie in ihrer Gerechtigkeit nicht, sie kann den Himmel verdienen. In Römer 3, Vers 19 und 20. Du als Paulus unmissverständlich so klar, dass wenn du irgendwie glaubst, selbst gerecht genug zu sein, selbst genug gute Dinge getan zu haben, und der in den Zustand bleibt, der ist bloß verloren. Römer 3, Vers 19 sagt es das. Wir wollten, dass das Gesetz, was das Gesetz zu sein hat, sagt er zu dir, die unter das Gesetz sind, so dass keiner jeden anreden kann in der ganzen Welt seinen Macht, dass sie für Gott verantwortlich sind. Das Gesetz, das du dir gibst, dass jeder sein kann, die sind im großen Trouble. Die wollen für diesen Recht am Mann verantworten. Der wird 100% reich ist. 100% reich rechten wird. Und für den, wo je ihn beunmut. Das Gesetz wird uns gegeben, um uns wiesen, ein Wort von großer Trouble wie sind. Das wird die Pharisäer nicht glaubten. Weil durch Gesetzesworten wird kein Mensch für Gott gerecht werden, wenn es dadurch als bloß zu sein, was Sinn ist. Das wird die Pharisäer ertroubled. Sie glaubten das nicht. Sie glaubten, durch Gesetzesworten gerecht sind für Gott. In der Bibel wies uns dort, du hast keiner gerecht genug. Und der wird von den ersten Tagen haben wir geglaubt, gerecht genug zu sein. Die sind haben wir gekriegt in den selben Trouble, was die Pharisäer dann werden. Wenn's in Römer 10, da gibt Paulus wieder Zeugnis von ihm.
Er sagt es dit, ich gebe an das Zeugnis, dass sie für Gott ivern, aber sie weiten nicht am Wort. Es wird nicht von der schon da ab so viele Städten. Sie ivern für irgendwas. Sie ivern vielleicht für, sie glauben, sie sind in den christlichen Glauben. Sie glauben, sie sind in der Wahrheit. Und in dort, wo sie glauben, reich zu sein, du ivern sie für. Aber Paulus sagt, sie weiten nicht mal um was sie ivern. Sie weiten nicht mal. Sie kannten Gott seine Gerechtigkeit nicht und versuchten ihre eine herzustellen. Und so stellen sie sich nicht unter Gott seine Gerechtigkeit. Sie kannten Gott seine Gerechtigkeit nicht. Trägt ohne dort, was Jesus zu Nikodemus sagt. Wer nicht noch einmal geboren wird, der kann Gott sein Recht nicht sein. Der mag ihn dort nicht mal. Kriegst du dort Schwein wie den Rangkammer. Ihr mag das gleich. Das Schwein ihre Gerechtigkeit ist auch gut für den. Aber das Schwein, wenn es verwandelt wird, in eine menschliche Vernunft, dann ab einem Haus, ich mag das seine Gerechtigkeit, das zum Schämen. Und das, was die Pharisäer ihre Trouble wird. Sie mögen das nicht. Wo eureich sie werden, und danach glauben sie, sie werden gerecht. Er sagt, Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz ein Eingemerkt, wer an ihm glaubt, der ist gerecht. Man hat hier redet von, wer an ihm glaubt, dort meint es das. Wenn du dort erstmal setzt, dass du hast keine Gerechtigkeit, du hast nichts, was Gutes. Paulus besitzt sich in Römer 7, und er sagt, ich in mir, du hast nichts Gutes, ich kann nichts, was Gutes abzuweisen. Ich in mir selbst, für mich selbst geluten, sie verloren. Wo soll das mit diesen Tod nochmal endlich werden? Und sagt er, Gott sei Dank, durch Jesus Christus. Und das ist krass, woran wir nicht kennen. Wenn wir uns wollen, Christus seine Gerechtigkeit aussprechen, dort können wir nicht wie können wir Gerechtigkeit haben. Hast du mal immer gedacht? Ob Christus seine Gerechtigkeit verloren und sagen, ich verlor mir, ob Christus seine Gerechtigkeit, das kostet dir actually mehr von heute an, wenn du nicht mehr hast, Gerechtigkeitsworten abzuweisen. Wenn dir Spaß bankrott gegangen mit die Salz. Wenn du kein Gott mehr abzuweisen hast. So ist Paulus, du sagst, ich will das in mir, ich kann nicht für Gott abzuweisen. Aber Hängeron sagte, aber Gott sei Dank durch Jesus Christus. Das ist die wahre Vertrauen, ab Christus seine Gerechtigkeit zu verloren. Wenn so die Gerechtigkeit der schafft, nicht so echt ein bisschen gerecht, und Christus der noch das Ewige, dann habe ich top was getan. No. Solange es die noch einmal gewährt, Gerechtigkeitsworten in die Salz fängst, dann hat Christus seine Gerechtigkeit nicht zu sein über die. Psalm 14, Vers 2. Wenn wir noch glauben, du hast noch irgendwo in uns wird Gott, wenn wir glauben, dass Gott tickt von Himmel rauf und den interessiert dort, wer ich sie, das ist nicht zufrieden mit mir, das sage ich für einzige falsche Prediger, all hier sein. Dann haben sie gerutzt, wem getauft. Und dann sagen sie, nu als Gott sehr zufrieden mit dir. Dann sprechen sie, die wird, was Gott nie nicht über einen Mensch ausgesprochen hat. Die wird, was er ein einziges Mal gebraucht hat, eine einzige Person, und dort wie über Jesus Christus. Der das mein Leib sehen, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und sich dort will, ab einem Mensch auszusprechen, ab einem sinnlichen Mensch, wegen sich aufluten mit Wut bequidren. Wo knapp kann der Menschen Gott seine Gerechtigkeit nicht besser verstehen? Und glauben, nu habe ich hier was so Gutes getan, ich habe mir wohl zufrieden, Gott nicht was mit mir sein, weil das, was der Pharisäer ertrüppelt wird. Sie glauben, sie haben du mal was getan, wo Gott nicht mal was so zufrieden mit sein. Das, was Paulus hier sagt, lass mich noch einmal, geht er nicht hingehen, aber in Römer 10. Sie können Gott seine Gerechtigkeit nicht. Und versuchten, ihre eine herzustellen. Und mit ihrer eine Gerechtigkeit wären sie so zufrieden, dass sie einfach nie wollen von Gott gelobt sein dürfen. Aber der Schrift sagt das jene. Der Schrift sagt in Psalm 14, Vers 2, der Herr kijkt von Himmel rauf,
nur die Menschen kennen, um zu sein, ob du irgendwer Glück hast in der Gott fragt. Gott kickt von Himmel rauf, nur die Menschen kennen. Hast du nicht noch schließlich wer? Like irgendwer. Heb mal die Hand ab. Horch mal her, Gott, der klappt. Der kickt von Himmel rauf. Was fängt er? Aber die sind alle weggegangen. Die sind alle zu verkommen. Du hast keiner, der Gott hat, und nicht einer. Du hast keiner. Und jetzt kriegt was Paulus in Römer 3 brückt. So ist geschrieben steht, du hast nicht einer, der gerecht ist, und nicht, du hast keiner, der gerecht ist, und nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, oder noch am Segen hat. Wenn du davon abhängig ist, dass du hast erst sollten Gott segnen. Dann wird Gott sich finden lassen, dann wird keiner, wer Gott gefunden hat. Wenn du darf keiner werden Gott gesagt. Und das ist krank. Was falsche Christen sich aussprechen tun, sie haben sich Gott gesagt. Nee, die haben nicht. Da mag ich bis ganz klar sagen, die haben nicht. Das haben nicht wie, auch nicht je. Wann wir Gott gefunden haben, das wenigstens heute uns gesagt hat. Das wenigstens heute sich will Mitleid haben mit uns. Wenigstens wie, in dem für Gott kommen, was wir reich sind, in Jesaja 64 sagen uns so sehr klar, was wir abgewiesen haben, wenn wir für Gott kommen. Jesaja 64, Vers 5. Da sagt er, das steht, wir sind alle so stoi, die gesetzlich arren sind, die uns soll reich bewiesen, in oder wird, der Reich übersagt wird, das steht sein, der gereichste among uns, der Beste, was wir abgewiesen haben, er ist also ein Schweinchen Kara. Now, das Wort Schweinchen Kara bohrt uns vielleicht nicht ganz so sehr. Und das wird die abstehen, was er sagt, die haben einmal probiert mit Glotter wie zu brauchen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber von dem Kara, was das hier reden, das ist ein ekeljes Kara. Ein ekeljes Kara. Wir sind alle als verdrehte Blätter in unsere Sünden fehlen uns zu sehen, so aus ein Wind. Wenn wir in unsere eigene Gerechtigkeit für Gott seine Uhren so sind aus ein ekeljes Schweinchen Kara, was nicht mal soll nur kommen, was du so stinken hat. Entschuldigt, wenn ich das war vielleicht, ich wollte das nicht übertrieben. Ich wollte das noch nicht muckern, so euch mehr, als das wirklich ist. Aber die meisten Menschen, die haben von der schon Tag Bern in Washroom, in Sicherheit. Und du beziehst Sicherheit, haben viele Menschen nicht aus, wo Papier, die weiten Kraft von wo ich rede, war näher schmieren. Wo regt sich da? Die besten Diener sind ja schon Stufe, wo die alles Schmack rein hast. Und nu als du wer, der kämpft die ausbringen, der will die was fernet bringen. Der will die was bringen, was die sonst gefallen anhaben. Was das? Der muss aber sein, dass der mit dir fortkämpft. Das, was der Schrift sagt, wo wir für Gott sein, wenn wir glauben, den was Gott zu bringen. Und ich habe das noch nicht übertrieben. Ich habe das nicht übertrieben. Ich habe das noch lange nicht euch noch gemerkt. Was von Ekel Gott hat, von wie man unsere Gerechtigkeit vorankommt, in jedem Fall soll er unsere Gerechtigkeit anerkennen. Uns belohnen, unsere Gerechtigkeit belohnen. Das ist noch schon, was wir für Gott bringen. Wenn wir glauben, selbst gerecht zu sein, wenn wir glauben, dass das Gute, was wir noch haben, das für Gott bringen. Das ist bei ihm aus ekelige Kadern. Und so ich will gesagt habe, das muss sein, dass das fortkommt. Und das ist die Pharisäer in Trouble. Kriegt es wie in Matthäus 19 sein. Sie sind ganz froh mit sich selbst, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit. Und wenn ich rede vom Pharisäer,
Ich rede dann von all die, was sich ab ihrer innige Salzgerechtigkeit verloren. Wo sie sich Salzkredit aussprechen, die wat sich Salzkredit aussprechen, und die wollen haben, dass ihre gute Worte, dass sie Gutes in haben gewassen, das soll nie noch bei Gott anerkannt werden. Was sag ich, was passiert in Matthäus 16? Entschuldigung. Matthäus 19, Vers 16. Und das ist ein sehr pharisäisches, wie würde man sagen, krieg 100% das pharisäische Sturm soll, was hier ankommt. Dann kam ein Mann nach Jesus und sagte ihm, Guter Meister, was für Gott muss ich tun, dass ich das ewige Leben kriege? Er sagte ihm, warum fragst du mich über was Gott ist? Du hast einer, der Gott ist. Das ist Gott. Wenn die Leben haben wirst, dann hol die Geboten. Ja, dann hör mal. Paulus hat uns all gesagt, zu was uns die Geboten gegeben wird. Waren uns die Geboten dazu gegeben, dass Gott glaubt, wir würden die holen können? Oder haben wir das nicht all die von Paulus in wird gehört, dass das Gesetz oder die Geboten, die werden uns gegeben, dass wir mal sein können, wo schuldig wir für Gott sind. Das ist der Mutstock, was uns hergeholt wird. Bemerkt mal mit das. Und so, das ist, was Jesus sagt. Der hält an den Mutstock für. Du glaubst, die was Gott, aber wird wir die mal bemerken. Er sagt aber zu ihm, wohne, das ist, wenn er redet von den Geboten. Und Jesus sagt zu ihm, die sollst nicht tot machen, die sollst nicht Ehe brechen, die sollst nicht stehlen, die sollst nicht ein falsches Zeugnis geben, und die sollst führen mit der Ehren, und die sollst deinen Nächsten so gut sein, als die selbst. Und hör mal, der hat noch mal bloß, Jesus hat noch mal bloß die Geboten eugetan, was die Nächsten gegenüber sind. Diese Geboten sind noch nicht mal die, was Gott gegenüber sind. Aber Jesus hält am die letzten Geboten für. Der junge Mann sagte ihm, dort habe ich alle geholt. Dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Salzgerecht. Guck mal, was hier ist. Salzgerecht. Das habe ich alle geholt. Ich sehe gut. Ich sehe dort alle von neu gekommen. Ich sehe dort alle von neu gekommen. Und je war in der ewige Geschichte, da habe ich alle von gelesen. Was passiert? Jesus probt dann durch Bett. Okay. Und die nächsten sagen, Leute, hast du die Salz? Ich habe alles gehabt, dass die Armen und kämpfen, fällt mir nur. Warum da nicht? Warum da Matthäus Jesus nur verhalten und das er nicht? Deshalb bietet ab seine eine Gerechtigkeit. Das Zeugnis, was Paulus sein eine Fall für ein Zeugnis gibt. Sie können Gott seine Gerechtigkeit nicht und sie proben bis ihre eine herzustellen. Und sie werden so zufrieden mit ihrer eine Gerechtigkeit. Sie verlangen bis noch gelobt zu werden dafür. Jesus wies das Krieg. Und der Schrift wies uns das Krieg, was unsere eine Gerechtigkeit ist. Und dort wird der Pharisäer gerät zu Trouble. Now zum Schluss. Was will wir mit unserer eine Gerechtigkeit? Wie viel Gerechtigkeit haben wir uns dann lieber fragen? Wo gerecht sind wir? Oh, ich sehe, hol wir gerecht. Ich probe jeder Sonntag wenigstens in der Kirche zu sein. Und möglich erst dann noch eine Bibelstunde, noch eine Werke, weil viele stehen nicht mehr dort. Aber ja, jeder Sonntag, ich sehe in der Kirche, ich sehe nicht ein besonderer Drink, ja. Ich do halbwegs gut. Es dort unsere eine Gerechtigkeit. Es dort unsere Gerechtigkeit, wo wir vor Gott abzuwiesen haben. Er ist wie der Oberste von der Oberste. Die gerade Menschen sind der Oberste von der Oberste. Die folgen sich wegen so. Warum? Wegen die sind die Ehren aufgegangen. Die gerade Menschen sind die Ehren aufgegangen. Die haben das auf einmal zu sehen gekriegt. Ich kann nicht, was Gott abzuwiesen. Das wird die Schrift hier sagt, wahrscheinlich ich sehe, das stimmt mal so krank. Und Gott sei Dank, wenn uns das dort hat, wenn wir uns so sündig fühlen. Und lass mich Ihnen das sagen.
Nu mehr kan je anders spazieren, kan je mutig sein, aber wenn je hin wird den Kopf aufhängt, im hier weich uns Jan Jingling dort, wo in Jesus kam, der hung seinen Kopf auf und ging traurig von dem Weich. Wenn wir eine Versammlung haben und wenn wir Gott sein Wort anhören und wenn wir Gott seine Gerechtigkeit besäuen und ans Kopf hängt auf und wir gehen traurig von Weich, wisst ihr Gott, das tut uns nicht. Wenn wir dann traurig werden und wir sein unser Sinn und wir gehen traurig von Weich, that's good. That's good. Weißt du, wo sie nicht wollen, traurig davon weichgehen? Dort hast du, wo die Uhren gekettelt sind. Dort hast du, wo die was am Schulter geklappert sind. Dort wo die was gelaufen sind. Da wollen vielleicht schmucke Geschichten haben, was die merken im Gott fallen. Aber wenn ich dort deut, da würde ich nicht kennen, dass das in deiner sein, sagt Paulus. Da würde ich nicht kennen, dass das in deiner sein. Und das worum ich das nicht will. Wenn ich sage, Salz, sofern, like, ich würde Leute nicht wollen, meinen Kopf abheben, dass Jan Sünder, du, was sich nicht wie auch nur dazu kommen, der fühlt sich nicht mehr gut, der fühlt sich nicht gut, mehr wer er wird. Und dann bleibt das nicht ewig, es sei Gott, sie mir Sünder gnädig. Und das passiert all die Jahre. All die Jahre, die Uhren sind abgegangen. Die, was die Ersach gekriegt haben, wer Gott ist. Gott seine Gerechtigkeit zu sein gekriegt haben. Und dann ihre eine im Gegenteil. Die kommen dazu, wo die sagen, oh mein. Ich will bis genug. Ich will nicht haben, dass Gott soll meine Worte zureden. Ich habe keine guten Worte. Ich habe nichts abzuweisen, dass dort das Wort mir Gott will gewähren. Ich will Christus seine Gerechtigkeit. Das, was für mich ansteht. Das ist ein wahrer Christ. Lehrer muss wie sein, was das passieren, was Jesus sagt, was du wird passieren. Du werden viele in seinem Namen, sie werden viele sein, Herr. Habe ich nicht in den Namen gute Worte getan, habe ich nicht so nicht gedreht, habe ich nicht allerhand gute Dinge getan, habe ich nicht. Und Jesus wird dann sagen, war ich mit ihnen geschlacht, ich habe ihn noch never gekannt. Und da wird er gesagt, komm her, die sind gesehen, komm. Die sind meist überrascht. Die verfehlen sich. Und das als meistens von den Frauen, Herr, wann habe ich überhaupt was Gutes getan? Wenn er doch sagt, ich bin nackt, wenn Jesus auch sagt, ich bin nackt, die hat mich gekleidet. Jesus hat in das Denken, wovon Gutes sie nicht alles getan haben. Das ist meistens nicht, like, wann habe ich was Gutes getan? Wann sag ich, alles, was die den Nächsten getan haben, das habe ich mir getan. Oh, so dann haben die Menschen doch was Gutes getan. No, wer wirkt das Gute in dich? Das habe ich auch in den Kontext von der Bibel gesehen. Das ist, was passiert an den Menschen, die wirklich gerat sind. Die meinen das nicht mal, dass sie was Gutes getan haben. Warum? Wenn es Paulus sagt, dass sie endlich nicht mehr acten, dass Christus wäre in mir lebt. Die wirkt das in mir. Und das, woran wir uns machen, ja sehen. Das Paulus sagt, und ihr seht ihn, als Jesus Christus wirklich in ihnen ist. Und ihr seht ihn. Hat jeder diesen Drief, Gott zu tun? Ich kann vielleicht nicht mal explainieren, von wo der Drief herkommt. Hat jeder das Verlangen? Und hat jeder das Verlangen, das Gott zu tun, und dann aber Gott soll alle kriegen für das Gott. Wenn ihr Gott wollen tun, um die Erde zu kriegen dafür, dass die Menschen ihn sollen loben, wenn dort die Ursache ist, woran wir wollen Gott tun, dann sagen wir nichts anderes als die Pharisäer. Wenn Jesus selbst sagt, dort gehen Gott nicht so für die Menschen zu sein. Dort nicht, dass die wollen von Menschen gelobt werden, dann haben sie keinen Lohn mehr von Gott. Dann haben sie keinen Lohn zu rechnen von Gott. Aber wenn das Verlangen in uns ist, Gott zu tun, wir haben ein Wort dafür. Wir rechnen nicht mal, dass uns wer soll danken dafür. Wir rechnen nicht mal mit. Und gerade Verlangen ist, bloß muss Gott gelobt werden. Wenn dort in dient ist, praise Gott. Das ist die Garantie, wie Gott seine Kinder sind. Und alles, was wir von da wieder tun, das ist für Gott seine Ehe, nicht für uns selbst. Wenn wir nicht nur streben, dass das alles für Gott seine Ehe ist, dann müssen wir uns fragen. Sehe ich falsch geraten? Als du irgendwo ekle was die Ehe will haben. Das ist, warum das zu sagen, fein ist, wenn die Gruppe clean und gering bleibt, wo wir nichts mehr zu pochen haben. Amen? Aber beten. Lass wir gerecht davor,
wir kommen hier nochmals für die und wir danken die, für wie gut die bist. Dass die Wort so klar reden dat. Nicht, dass ein Mensch ein Stamm ist, so klar zu reden, aber dass wenn die jetzt uns das Wort offenbaren dat, dass dann auf einmal klar wird. Und Herr, du dank wie die für. Aber ich bitte auch ganz besonders für dich, was das noch nicht begreifen kann, was das noch verschlossen ist. Musst du auch du an der Arbeit sein, musst du auch du den Jes geben, dass sie machen, die Offenbarung kriegen, was dein Wort alles ans zu sein hat. Mocht wir das alle zu sein kriegen, wie lange nicht reich wir sind für die, aber dass das einzig ist, dass Christus seine Gerechtigkeit gelten hat für uns. Mocht wir du immer in Vertrauen abhaben, nicht auf uns selbst. Und Herr, ich bitte auch für diese ganze Umgehung. Wir wissen dort, dass viele Menschen sind in einer falschen Lehre und sie glauben aber, sie sind in der Wahrheit. Sie können die Gerechtigkeit nicht und sie brauchen ihre eigene herzustellen und reden noch damit, dass sie wollen einen Lohn kriegen von die für ihre falsche Gerechtigkeit, was sie für die bringen. Herr, musst du auch du an der Arbeit sein, musst du dir Mitleid beweisen in NTU und aufdagen, dass das klar ist, dass unsere Gerechtigkeit nicht mehr ist als Schmutzkadern für die. Herr, wir können auch das wem deutlich merken. Die allein, Herr, die allein bist dort, wer das offenbaren kann. Und das woran wir die nur fragen. Dass diese ganze Gegend muss verändert werden. Dass die muss biblischer werden. Und dass Menschen müssen abkicken nach der Wahrheit, nach der biblischen Wahrheit, nach was die Bibel sagt, nicht nach den Menschen, die ihnen gut denken. Und Herr, ich bete auch für die Regierung ran uns, dass die auch dem Kraft geben, dass die ihre Arbeit so zu tun, als du die in der Heil gesagt hast. Und dass sie auch das machen, alle zu dienen ihr tun. Und dass sie diesen kommunistischen Sinn in der Regierung rausnehmen. Dass sie machen zu schon gehen, indem dass sie wollen die Macht haben, sie wollen die Menschen von die wachreden, sie wollen die nicht luten, die Wesen. Und die wollen dort, wo die euch gestellt hast, nicht merken. Herr, musst du auch wissen, dass die du König bist und das können. Dass die König über alle König bist. Und wir beten um Genug. Dass die uns nicht du noch eine Regierung geben, du noch viel Schlacht was sein. Aber dass die Leute mit denen Genug groß sein. Und dass die selbst daran denken, dass, was die sagt, von den Volk, der wird nicht die Namen genannt, als sich abmerken und die sehen, da wirst du erlohnt heulen. Herr, ich stehe da, wir sind das nicht immer in Sturm, uns so reich abzumerken, als wir sollen. Aber danach, nimm das Schwache abmerken an. Nimm das Geringe abmerken an, dass wir immer nicht die sehen, dass die genug bewiesen lässt, und dass die das Land muss heulen, und dass unsere Nachbarländer, dass die auch du musst Heilung geben, dass die allen Land in hast. Aber dass die nicht musst null, und dass die das musst wieder aus dort bringen, dass die alle Heuchlerei musst zu nichts mehr, und alle falsche Lehren musst Leuten zu schon gehen, und einzig Dienerig herstellen. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.